whack on you. Get up and make it work. Yo, if I could do it, then whack on you. Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never, I'm picking it first. You can't tell me that I won't make it. Knew that I had this skills since birth. Grinding, came out the mud like Roddy. I had nobody, I came from dirt. Still came fuck, I put in the work. Painting a picture when I write lyrics. Don't call me a rapper, I'm really an artist. This one by chance or luck. I took one shot and I hit my target. I'm not even yet in my prime. I'm not at 100, yeah, I'm still charging. They don't wanna see me win, but I know in the end I'm winning regardless. Sleepless nights, I was up in the stew, up in the booth trying to make me a hit. Even when I was feeling low, man, I kept on going, I weren't gonna quit. I can't wait for the day that I make it. Next in line, man, I feel like a king. My time will come, I just gotta be. Also Motto ist da, fressen oder gefressen werden. Ne? Also Motto ist da, fressen oder gefressen werden. Ne? Gut, eigentlich ein Sonnenschutzschirm. Wir müssen jetzt noch 1 Stunde da warten. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir gehen heute an die Weltausstellung. Mal reinschauen. So, wenn man unschwer kann erkennen, wir sind reingekommen. 11:45. Um 12 Uhr haben wir den Timeslot gehabt, also recht gut geplant. Wir sind schon am 11 Uhr da gewesen, haben jetzt eine Stunde müssen in der Sonne warten. Und wenn man sieht, es ist eigentlich schon recht voll. Ich frage mich, wie viele Leute sie da pro Tag reinlassen. Ich müsste das nachschauen. Aber wir haben kein Pavillon reserviert, das ist mir zu aufwendig zu allem anderen. Aber man muss halt einfach überall extrem lang warten für die Pavillons, die keine Reservierung brauchen. Aber ich denke, wir schauen einfach mal rein, wo wir rankommen. Und sonst ist es auch so schon eine rechte Experience. Wir laufen jetzt auf dem riesen Holzring, also das ganze Gebäude, der ganze Ring ist nur für die Expo angelegt worden. Ist alles aus Holz. Und jetzt sind wir dann gerade an der Top. Die sind da auch aktiv Pflanzen am Bewirtschaften. Das ist klar, die ganze Expo geht ein halbes Jahr. Das ist wirklich crazy, wie viele Leute. Wasserspiele laufen auch noch. Wenigstens haben sie da überall Automaten montiert. Jetzt haben wir jetzt mal das Powerade von Japan gönnt, das heißt Pocari Sweat. Das ist auch mit Elektrolyten. Gehen wir rein!
So, jetzt habe ich Hunger, jetzt gibt es erstmal so einen Hotdog. Zwei riesen Hotdog, wenn man meinen Unterarm dagegen nimmt. Das ist schon fast mein Unterarm. Und wir haben zum Glück einen Platz gefunden, weil es ist alles. Ein grosses Lob an die Japaner. Sie schauen wirklich, dass alles schön separiert wird. Also sie haben auch Angestellte, die schauen, dass alles in den richtigen Kübel kommt. Auch da, sie stehen alle an, bis da. Und dann hat es einen Guide, der sie zuweist. Es ist kein Gedrängel, nichts. Wirklich. Das wäre unser Schweizer Pavillon. Aber ich glaube, da wartest du 2 bis 3 Stunden rein. Und schau mal, wie lange. Die Mexikaner sind am Feiern, wie immer. Ja, aber es ist so pumpenvoll. Also, sonst sind sie so organisiert, aber die scheiß Expo haben es wirklich überfüllt. Sie haben sie überfüllt. Ich bin nicht so ein riesen Fan von denen, aber da hätten jetzt einige von meinen Kollegen riesen Freude und würden das Picture mit denen machen. Da pflanzen jetzt irgendwelches Gemüse in dieser Kugel. Also da sieht man quasi den Kreislauf. Quasi von den Exkrementen der Fische werden dann Pflanzen gedüngt. Die Pflanzen dann nachher wieder alles rausfiltern und das Wasser geht dann wieder zu den Fischen. Was ich auch ein bisschen tragisch finde, die Kleinen schauen da definitiv schon zu früh glotzen. Das scheint ein sehr beliebter Laden zu sein. Das ist dann noch bevor der Laden aufgegangen ist. Und somit willkommen zum letzten Tag. Heute ist einfach ein bisschen Shopping angesagt und wir gehen noch auf das Observatorium, Aussichtspunkt. Gestern waren wir an der Expo. Also es war verdammt überlaufen, viel zu viele Leute meiner Meinung nach. Aber was willst du machen, gell? Es war auch ein Pain beim Anstehen, die Sonne hat reingepresst, zum Glück hatte ich einen Sonnenschirm. Aber was ich eigentlich zu der Expo will sagen, ich glaube, ich habe einfach zu hohe Erwartungen gehabt und ich habe halt nichts reserviert. Also du willst halt die Pavillons reservieren im Voraus. Und ich habe halt zuerst mal die ganze Japan-Reise geplant, mit wo gehen wir hin, Nara, Kyoto und so weiter, und haben dann gewisse Sachen dort reserviert, wie eine Zugfahrt, wie eine Aussichtsplattform und so weiter. Oder einen Schnellzug, den musst du halt auch teilweise im Voraus reservieren. Und dann ist halt die Expo hinten angestanden und du hast halt für die geilen Pavillons von der Schweiz, von der ZHAW mit Robotern und so weiter. Also das hättest du halt alles reservieren und sonst hast du halt vor Ort so 2, 3, 4 Stunden warten und das ist halt nicht wirklich in meinem Interesse gewesen, um dort anzustehen. 3 Stunden warten für nachher ein Pavillon. Darum haben wir uns einfach mal so einen groben Überblick verschafft von der Expo selber. Es war gleich imposant gewesen. Der riesen Ring, den sie gebaut haben, extra für die Expo. Ich bin gespannt, was sie dann mit dem sonst noch machen. Aber jetzt bin ich hier in einer Untergrund-Einkaufsstraße. Und ihr könnt euch denken, wo ich jetzt hingehe. Natürlich in Uniqlo. Oh, ich habe auch ein Casino gesehen, das zeige ich euch auch noch. Also, es ist nicht mit Echtgeld, ich spiele da mit Murmeln und dann musst du es wieder umtauschen. Und wenn viele Leute trinken, es ist verdammt laut. Vor 2 Jahren in Tokio bin ich einmal da drin gewesen. Leer, einfach leer. What the fuck? Das kann man so schnell. In Tokio sind immer voll gewesen.
Und dann spielst du da mit so Kugeln. And tuna. Here you are. Arigato. Jetzt schon das Viertel nicht mehr so vorzeigen ist, da siehst du keine Touristen mehr. Das zieht keine Touristen an. Und da leben viele Tageslöhner, habe ich gelesen. Sind wir in Tennoji und heute Nachmittag gehen wir noch da auf in das Observatorium, Aussichtspunkt ganz oben. Was ich auch noch gesehen habe, da hinten haben sie einfach ein Oktoberfest. Irgendwo sieht man noch die Flagge. Da haben wir noch den Vergleich. Also wir sind am ersten Tag auf dem gewesen. Jetzt sind wir auf dem, also von der Höhe her schon höher. Und in Tokio bin ich auf dem gewesen. Das ist nochmal deutlich höher. Wir sind jetzt vom Harukas 300. Das ist der höchste Aussichtsturm von Osaka. Wir haben eigentlich noch eine Heliport-Tour gebucht, dass wir kein Glas mehr haben, aber leider wegen schlechtem Wetter gecancelt. Also so schlecht ist es nicht. Aber der Ausblick ist krass. Wenigstens sieht man mal ein Ende. In Tokio hast du kein Ende gesehen, die Stadt ist so riesig. Ja, wirklich, wenn es. Und da unten ist das Oktoberfest in Osaka. Und morgen gehen wir dort über auf Kobe. Sind nicht so wie er, trinken euer Bier im Restaurant, aber ich hasse so Leute, die im ÖV mit dem offenen Bier sind. Und die Japaner auch.
Hier oben essen wir einmal im Hotel und hier unten haben sie einfach noch so ein japanisches Restaurant. Das Wetter lässt zu wünschen übrig, aber du, wir haben bis jetzt immer schön Wetter gehabt. Und jetzt fahren wir hier mit der Kobe Railway. Dass das keine Schweizer Bahn ist, weiß ich auch nicht. Mein Vater hat es herausgefunden, CWA. Schweizer Produkt ist das. Also dann steigen wir sicher ein. Schon ein bisschen mehr europäisch als asiatisch hier oben. Die steht mit der Zahnbürste am Putzen, gell? Und das ist wirklich crazy, was da läuft. Also wenn es jetzt schönes Wetter ist, wäre es halt schon schön zum Anliegen. Dann hättest du noch ein bisschen Aussicht. Aber ja, man hört Kra, Kra. Schau mal, was wir da haben. Recht edelweiss haben, oder? Big time. Was zahlt man für das? 4,5, sind das 25 Stutz? Das ist ein Schnäppli. Die haben schon ein paar T-Shirts, vor allem. Die haben richtig faire Preise. Das ist 20 Stutz. Die haben da wirklich Jenseits. Ich habe jetzt die noch gefunden und ein paar Hosen. So, erfolgreicher Einkauf, ein paar Hosen und eine Kette. Und was ich euch noch ans Herz legen, wenn ihr auf Japan kommt, kauft euch bei Uniqlo das Airism T-Shirt. Es ist so viel wert, glaubt mir. Ihr müsst es einmal anhaben bei so warm, feuchtem Wetter und ihr seid mir recht dankbar. Es fühlt sich recht kühl an und du schwitzt nicht so schlimm wie im normalen Stoff. Weil sonst bist du aufgeschmissen, ich sage das. Du schwitzt und es fühlt sich alles nass und Dings und das trocknet so schnell. Und es fühlt sich auf der Haut so leicht kühl an. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich trage es auch erst seit einem halben Jahr. Empfohlen bekommen vom Channer. Beste Entscheidung.
Wo ist der Rudi? Wir müssen eins trommeln, Rudi. Eins trommeln. Ein richtiger Gig. Das ist ein richtiger Gig. Was ich auch erst jetzt gecheckt habe, das sind so Fluttore, so breite Tore, dass wenn es da Hochwasser hat, dass das Wasser nicht weiter in die Stadt hineinkommt. Auch vor gut 30 Jahren war da anscheinend das Erdbeben und sie haben jetzt hier einen Teil stehen lassen, wie es ausgesehen hat. Also man kann hier noch den QR-Code scannen, vielleicht kann ich euch etwas einblenden nachher. Aber ja, sieht schon recht düster aus. He? Jetzt sind wir am Kawasaki Museum, also die haben wirklich schon alles gemacht, von Boot, U-Boot, Autos, Züg, Helikopter, alles mögliche, Flugzeug. Shinkansen haben es auch gemacht, mit der 700er Serie sind wir gefahren erst gerade. Tunnelbohrmaschine, also was haben die nicht gemacht? Natürlich der schnellste TÜV der Welt, haben auch sie entwickelt. So, ein Souvenir gekauft. Das Päckchen hat 600 Yen gekostet. Was ist das? 2 Franken 50, 3 Franken. So, wir sind heute ja in Kobe unterwegs und laufen jetzt gerade zu dem Restaurant, das ich reserviert habe, Steak Aoyama. Das sollte eines der besten und preiswertesten Kobe-Restaurants sein. Und also du musst Minimum 2 Wochen im Voraus reservieren. Ich habe gerade noch knapp 2 Wochen im Voraus einen Tisch bekommen. Und jetzt wollen wir schauen, wie das schmeckt.
very nice nail. Yeah, you think? Yeah, very natural. Japanese Tom Cruise smile. So sorry, not for you. So sorry, I'm not interested in boys. So, sound copy. Todalaba for waiting. Danke schön for waiting and watching me. So sorry. I'm not interested in boys. So sorry. Dankeschön. Pichu. Sorry. Thank you. My job is finished. So sorry. Small mistake. Big mistake for you. Not my dinner. Dankeschön for waiting and watching me. So sorry. I'm not interested in boys. Next life. Never this life. Also das Spielleben. Das vergeht ja richtig auf den Sommer. Absolut, ja. Salz und Knoblauch. Insane. Taiwan, 100, 200, 1,000 francs. And you have 10, 20 and 50. Just Just. 10, 20, 50. So I want 100, 200, 1,000 francs. Also wenn ich jemanden kann 100er, 200er oder 1000er bringen sie Steak Ayoama. Thank you for advertising. From Australia came Wow. to you? Er hat einfach He eine went to North nordkoreanische Korea before Note came dort. here. Wow. He took me from Macau and Hong Kong to North Korea flight. So we can go to North Korea. I said, no thank you. But give me the money. No problem, too dangerous. I cannot come back. One way trip. What were you doing? And you took video, but please be careful. Some guests told me, no.
So, ihr habt es gesehen, ich habe für euch ein bisschen mitgefilmt, so gut es gegangen ist. Leider hat es hier Ton nicht mehr aufgenommen, darum gibt es jetzt das schöne Voice-Over mit leicht kranker Stimme. Das ist auf jeden Fall hands down eines der besten Restis, wo ich jemals war. Also wenn ihr auf Osaka geht, oder besser gesagt Kobe, es ist ja gerade in der Nähe, dann bucht das Steak Aoyama. Ich plane es euch da nochmal ein. Sehr brutales Fleisch sein! So, jetzt sieht man es wirklich schön, wie alle einstehen. Und sie warten auch, bis die Leute aussteigen, die meisten. 扉が開くまで立ち上がらないようお願いします。なお、第一タンサルまでご乗車のお客様は、お座席でその Zeit zum Heimgehen. Wir fliegen mit dem geilen Vogel retour. Airbus A350. Boah, was eine Schönheit.